Gott seine Ideen sind vor allem ein Segen. Hinter uns hat wie die Brücken verbrannt. Von der Bank liegen wir keine Fragen mehr. Nicht einmal um den Rosenhaftigkeiten, wann wir auch nicht 10% von dem Preis hatten. Uns fehlt ein Geldwunder oder weins eine gute Idee von Gott. Wir haben die all ein Part von der Geschichte vertalt, wo wir den Rosenhof kauften. Hier ist die Geschichte mehr einzelheitlich. Ein Jahr vor wir das Missionszentrum in Paraguay fertig machen, und nachdem, dass wir uns mit Gott darüber einig wären, dass wir nach Deutschland reichen würden, reist wir dahin, um zu sein, an was wir schaffen und wo wir wohnen würden. Durch meine Schwägersche und meinen Bruder wir von einer alten Farm auf eine offene Stab mit dem schönen Namen Rosenhof angeworden. Dit wir mitten im Winter und alles wie wird, als wir fertig fuhrten vom Rosenhof stunden. Und dat wir wahrscheinlich fein. Wann wir dort am Sommer geseinen hatten, wo wir Gott seine Stimme schwor haben hören konnt, während das langladige Stunden hat, in aller nur verfallen wir. Mein Hort voll fuhrt sein Leib. Wir haben vorher andere Häuser bekickt und wollen wirklich nur Baden-Württemberg tragen, dicht bei einen anderen Bruder. Wir haben dort vorher für ein Jahr gewohnt, als ich meine Schuld und uns gefällt dort durch. Aber da wir nicht, was uns wirklich überzeugt. Der Rosenhof überzeugt mich aber. So was aus dort hat ich immer haben wollt. Aber während wir immer noch mit das Büprojekt beschäftigt wären, entschlossen wir uns mit dem Handel vom Rosenhof zu warten und erst einmal das Missionszentrum fertig zu machen. Als Walter sein Missionszentrum erst fertig wir dort Zeit, dass Gott uns noch einmal am vertrauen liet. Dat wir so als wann seht, nu Gott, volgt mein Wort, ohne Geld an jene Fop. Gott, wer in ik jün versorgen sie en ik jün dort befohlen hab, vertraut mich in wat ik an meine Fop hab. Ich flücht dann nach Deutschland, um den Rosenhof zu kaufen, ein Handel über Telefon, wir scheinbar nicht in Gott seinen Plan. Die Eigentümer wären all über 90 Jahre alt und ward all besorgt und sie hatten ihre Kinder den Handel anvertraut. Wir fangen an zu vertalen. Ich vertal denen von uns Leben, dat sie uns ein bisschen kennen können. Als wir von meiner finanziellen Situation vertalten, ich had bloß 6% von ihrem Verkaufspreis, schlugen sie vor, dat wir erst bloß den Wohnplatz kaufen können. Sie haben die Munizipalregierung auch gerade an derselbe Weg dat Land angeboten, während sie annahmen, dat wir dat Land allemal nicht neidig hatten, während wir nicht former wären. Nu kann ich verstehen, wieso Gott mich persönlich angeschickt hat. Gerade vor ich flüch, hat ein vorher neuer Mitarbeiter, wat Pastor geworden wir, mir gesagt, dat dat Gefühl von Gott hat, dat das Land wichtiger wie als das Haus. Mag sicher, dat du dat Land kaufst, dat Land ist wichtig. Dat Haus kostet mal die Hälfte von dem ganzen Preis, aber ich wisst, dat wir dat alle kaufen sollen. Ich vertal die Verkäufer von uns Leben über dat Büprojekt und wo Gott dat gesehen hat. Gott sieht uns, dat wir den Rosenhof kaufen sollen mit der 18 Hektar Land taub. Wir haben bloß ein bisschen Geld für die Anteilung. Wo und wanneer wir dat ewig haben wollen, dat weit wir nicht. Und Gott hat uns dat auch gesagt, dat von der Bank liegen auch nicht in Frage steht. So ne Handelsideen hiert man sicher nicht alle Tag. Wenn du wat verkaufen wirst und dat Geld sein wirst, ist dat nicht sehr überzeugend, so zu hören. Dat kann ich verstehen. Dat mögt mich verdrisslich feilen. Ich hab bloß nicht, wat ich sagen kann, womit ich ihn überzeugen kann. Als dat erst Mittag wir, kann ich schließlich verstehen und sehen. Ich sie wirklich bloß dort hier, um zu sein, wo je betont haben wollen. Für sie eine Antwort geben, mögen sie Mittagpause diese Sache ohne sich zu benubbern. Ich raub Doris an. Als ich nur Mittag zurückkam, wie ich bedreckt. Mein Anputtern wir so schwach, dass das meist nicht zu hören wir. Ich put das Ware an, und schließlich mög ich die Idee bloß einmal ab, und die Verkäufer wären damit eine sehr gute Gesinnung. Ich kann nicht verstehen, was passiert wir. Sie hatten über Mittag davon geredet und hatten einen Plan gemacht. Sie würden uns den Rosenhof in 2 Stauben verkaufen, und der erste Staub wird der Hof. Sie wollen die Hälfte davon betont haben als Anteilung, und das ewige soll wie ein Jahr betonen. Das Land wird in der zweite Staub mit ansenden, und wenn wir das doch nicht betonen können, dürfen sie das selbst verkaufen. Die zweite Tolling wird auch in 2 Teile geteilt, und das Ganze wie also in 4 Jahren zu betonen. Aber 4 Jahre ist eine lange Zeit, und was, wenn sie das Land inzwischen an selbst verkauften? Ich schlug dann fair. Jene Eltern sind all über 90 Jahre alt. Wer weiß, wie lange die noch da sein werden. Mir ist die Zeit für die Tollingen gut,
Aber weil wir den Lohntitel in dat Hus kurz am Anfang überschrieben. Ziemlich waghalsig, nicht so? Aber irgendwie dat kurz geht und dann kriegt dem Numerach und ihr schreibt euch den ab verriersten Kontrakt für den Rosenhof. Wenn die Brücken hinter uns verbrennt sind in das finanzielle System von dieser Welt nicht mehr in Betracht kommt, dann wirst du Ideen kriegen, wo du nicht eher gedacht hast. Solange das Geld liegen bei der Bank noch eine Möglichkeit ist, hält dort ab, dort wir nicht mit anderen Lösungen abkommen. Wir haben immer noch einen Notfall-Utweg. Aber wenn wir dort auch hinloten, fängt uns Vertrauen in Gott sich an zu bewegen. Herr, du wirst mir Ideen geben und wiesen müssen, wo ich das tun kann. Aber das ist bloß dann, wenn wir uns ganz Vertrauen auf Gott setzen, wegen diese Ideen kämen gar nicht von Victor oder Doris. Die Qual von den Ideen ist der Heilige Geist, was uns die als Geschenk gibt. Die Verkäufer sollen aber auch eine Sicherheit kriegen. Gott seine Ideen sind immer für beide Seiten einsehen, dem Verkäufer und dem Käufer. Zu der Zeit wohnen wir in Paraguay und hatten keine Idee, wie viel die Form in Wirklichkeit wird wir. Wir beten, Herr, was für ein Preis wirst du entholen? Gott seine Antwort wir, dort wir einen Fachmann dort übergeben wurden, vom Rosenhof einen Preis zu machen. Dort ist was wir deuten. Diese Person schlug vor, dort der Preis 25% draufkommen soll, wer in der so dichte Bühnen fehlt. Wir beten, Herr, das ist den Fachmann sein Vorschlag, aber was wirst du holen? Hij antwoord, beide den vollen Preis, ohne nur wat aufzuloten, fragen. Die Verkäufer stimmten mit an. Die Verkäufer hatten sich dort versichert, wenn wir eine Tolling nicht machen würden und dort am gesaten Tag nicht voll betonen können, würde Handel ganz trägonen. Hus und Land wird trägonen, dort Angetolde wird trägetolt worden, ohne in Betracht zu nehmen, was da all für Verbesserungen gemacht wären. Sie würden nichts verlieren, wenn Gott uns dort Geld nicht gab, und wir würden nichts verlieren, dass das dort Geld, was ich an Verbesserungen angestochen hat, und dort wie was ich wirklich wie auf Spalte saten. Eine Lektion, was wir durch diese Verhandlungen lehren wir, dass wir auch immer an die andere Seite denken sollen, wenn wir Handels machen. Gott kickt immer nur beide Seiten in Arbeit so, dass alle beide gesegnet worden. Wenn wir eine Verhandlung machen, sollen wir uns selbst immer fragen, wo wird Gott das tun? Wo wird ich das so tun können, als er wird? Dann werden die Ideen für den Handel gleich von Gott kommen. Nachdem, dass wir den Handel für den Rosenhof aufgeschlossen haben, fuhr ich zurück nach Paraguay, wo wir schafften und für das Geld luden für das ewige Port von der ersten Antoling an die Form. Wir wären 50.000 Euros kort. Nachdem das Missionszentrum fertig war, hat das Landhandelsgeschäft sehr neu geloten und wir wären bereit in Deutschland einen neuen Anfang zu machen. Und das Jahr vor wir durchgetragen, hat wir einen großen Kontrakt gemacht, dass wir eine große Kooperative mit Sesam versorgen würden und schickten ihm verrückt einen großen Behälter voll nur einen Brotproduzent, um zu sein, wo das Schecken schaffen wird. Aber das wir bloß ein kleiner Zwischenhandel, wir kriegen mal eine kleine Kommission, also eine kleine Ernennung. Am Ende vom Jahr werden unsere Finanzen immer weniger und Doris und ich fuhren vorhin ab im Land ab, um zu beten. An einem Samarias, wie wir bei dem riefen und vertelten miteinander, als Gott uns eine bütergewöhnliche Idee gibt. Wieso fragt ihr nicht, als jeder allen antragen können? Die Wiederantoling kann je Lothar irgendwann betonen. Herr, das ist nicht zutreffend. So können wir nicht tun, das ist zum Schämen überhaupt nur so was zu fragen. Aber der Gedanken bleibt bei uns und ich würde Gott das wohl beweisen müssen, dass sie uns das aufsehen. Gut, Gott, ich will ihn noch fragen und dann wirst du sein, dass das bloß ein bisschen viel ist, nur so was zu fragen. Das wird für mich wirklich nicht leicht, aber ich raubte einmal für den Rosenhof an. Würde das möglich sein, dass wir da nu all würden antragen können in das ewige Port von der Antoling, dann binnen ein paar Monate zu betonen? Ich bin sehr überrascht, dass ich die Antwort hier. Ja, das ist gut angenommen. Wir haben auch all daran gedacht. Das ist gar nicht nötig, dass das Haus nu ladig steht. Das verkämmt du jedenfalls bloß. Trägt du einen betont die Antoling nur etliche Monate. Das schafft fein. Sogar aus der Ehen der Taujeif fallen wir uns damit aber noch nicht ganz ruhig und wir entschlossen uns einen Weg darüber zu fasten, um sicher zu machen, dass wir über den Jordan tragen sollen. Wir wären ja eine Familie mit 3 Kindern. In der Zeit hat wir in Deutschland keine geschäftlichen Sachen zu treiben. Gott hat gesagt, dass wir ein Geschäft haben würden, aber dass wir noch nicht zu sein, in uns Landhandelsgeschäft hat in Deutschland auch keine Handels.
Nu seht Gott, dort wir an ein Hüs antragen sollen, wat wir noch immer nicht wüssten, wo wir dort betolen würden. Dort fällt sich wirklich gewort. Wir fasten dann für eine Week und beten Gott darum, zu uns zu reden. Gott redet alle Tag zu uns. Am Donnerdag los wie Spurgeon ihn schriebend. Fehlt ihn dort an Genot für die Reis? Dorab käme ein Vers für Reisende, wat für uns sehr bedeutsam wir. Aber der höchste Punkt wir in mein tägliches Bibelstudium. Alle Montag las ich einen Aufschnitt von dem Mosebecher. In der Ferienweek had ich dort laatste Kapitel in 5. Mose gelesen, und am gewöhnlichen würde ich am nächsten Montag in 1. Mose angefangen haben. Aber als ich dort laatste Kapitel las, wusste ich, dass ich am nächsten Montag Josua lesen soll. Da las ich, wat Gott zu Josua sagt. Gott dekt dort Lager und macht überall bekannt, verschafft jün Verrot, wils am 3 Tag, wo je hier über dem Jordan gehen und an dort Land kommen und dort annehmen, wat der Herr, jün Gott, jün geben wird. Josua 1, Vers 11. Scheinbar mein Gott dort so. In dieser Zeit gibt Gott uns beid eine übernatürliche Bekraftung von Vertrauen, und wir fangen unsere Reise an. Als wir erst in Deutschland angekommen wären, trug wir in dort Hüs an, wo die Baden für uns allreit gemacht wären. Die wären nicht die modernste, aber dort wir wat uns fehlt. Dit braucht unsere zweite Runde von Vertrauen lehren am Gonen. Wir saßen in ein Hüs und wussten nicht, wo wir dort betolen würden. Dort Landhandelsgeschäft in Paraguay deit nicht gut, und dort Sesamgeschäft wie am Anfangen. Ein Telefongespräch mit der Sesamgesellschaft wie noch ein Have. Sie sehen, dass sie den Handel, wat wir mit ihnen gemacht haben, nicht erfüllen können. Wegen einer finanziellen Krise, wat sie an ihr geschafft haben, mussten sie sich von dem Kontrakt losmachen. Dort wir nicht so eine Nähigkeit, als wir nötig hatten. Gott lädt uns in der Wüste nennen, versichert sich dort, dass du nichts sehen wird. Ich musst mich bloß sicher machen, dass alle Brücken hinter uns verbrannt wären und dass ich keinen Notfall Utweg hat. Wenn Gott nu nicht wat tut, dann können wir uns selbst als seinen den Rosenhof verloten mit unseren Reistaschen an der Hand. In dieser Zeit hielt wie vorhin schier ut Evadrus. Wir wären vertwiebelt. Alles scheint eine unkluge Idee zu sein. Jahre später seht ein Geschäftsführer in Paraguay mit dit, als wir dort zu Besuch wären. Victor, als du dann einmal das Missionszentrum büßt, dachte ich bei mir, na, dit ist zu viel. Und dann schafft dat alle gut noch. Aber als du dort mit dem Rosenhof tätst, dachte ich, dass du wirklich dumm geworden wirst. Das ist, wo die Menschen an uns denken. Mir ist auch gesagt worden, mit der Bibel unter dem Ohr seinen Geschäften zu tun, schafft nicht. Einstmal hat wir Angst, dass sie uns utlachen würden wehen, wo wir Gott verlieten. Dort geht jedoch zu feilen, wenn Menschen denken, dass man das Verstand verloren hat. Das ist demütigend, das ist eine Wüste. Wir kämpften um zu weiten, wo wir mit diesem Druck vorig worden würden. Ich muss den nur Gott bringen. Herr, dit demutigt uns. Uns demutigt dort, von die abhängig zu sein. Wir haben dafür keine menschliche Erklärung. Aber dort bringt uns nur an die an. Wenn du nu nicht wat deist, sind wir zum Verfehl verdammt. Aber Gott wisst, wo uns versorgen will. Sah die Kooperativ für Sesam und Seed und sah uns in direkte Verbindung mit den größeren Kunden in der Etwa-Industrie. Ich wüsste dort da noch nicht, aber ich wie meistbad durch, dass ich dort antwort. Nur etliche Weg ab dem Rosenhof raubt der Kaufmann von der großen Frischbrotfirma mich an und will mit mir in sein Wirtaub nach Paraguay fliegen. Wir haben kein Geld, nicht 1 Cent. Ich kann die Fliehkarte nicht bezahlen. Die 20.000 Euros, alles was uns vom Landhandelsgeschäft übergeblieben wir in der Anzahlung für das Haus gegangen. Und euer aus dort wir keine Gesundheitsversicherung hatten und ich den ollen verbühlten Passat fuhr, wat mein Bruder mir geliehen hat. Wir lebten wirklich an nichts. Ich hatte gleich genug Meilen auf meine Karte gesammelt, die ich vielmal fliegen, dass ich damit bei Paraguay kommen kann. Ich verschwang meist in die Zeit auf den Plan. Ich bin so ein kleiner Geschäftsmann geworden. Ähnlich feile ich ein gefährliches Zeichen an, da über uns Bedürfnis für Geld, in welchen ich am Ende vom Tunnel kein Licht sein kann. Ich kann bloß den nächsten Schritt sein, wann dort überhaupt. Ich hatte keine Ideen und wusste nicht, was die Morgen mit sich bringen wird. Nu flog ich nach Paraguay und erwart, dass die Kooperativ mir dort noch einmal sagen wird, dass sie den Kontrakt wirklich nicht holen würden. Als wir verleiten, hier den wir zu dem Kaufmann von der Frischbrotfirma sagen, vor in Cape Sesam, wir motten Sesam haben, ein Daunt, Wort und von wo.
kriegt in dem Moment, geeft der Heilige Geist mir eine Idee an. Wieso wirst du nicht selbst Sesam kaufen und dort exportieren? Herr, wo soll ich so tun? Wir haben nicht ein kleines Bett Geld. Wo soll das schaffen? Ich will aber nicht zurückkommen nach Ägypten und als Sklave zu der Bank leben. Ich will Gott seine Ideen brücken. Ich bleib dabei, mich mit Gott zu streiten. Und wir wohnen nu in Deutschland, wir haben Paraguay hängen gelassen. Wieso soll ich in Paraguay vom Nien was anfangen? Aber ich verfolge diesen Gedanken, wann der auch sehr verreckt zu sein scheint. Wie dort mit dort Landhandelsgeschäft nicht Krieg so gewasst, wo Gott mich am Anfang verhalb. Und anders als alle Mann erwartet hat, wie dort für eine Zeit lang nicht bloß ein sehr großer Erfolg gewasst. Dann käme der nächste Gedanken. Frage nach einer Antoling. Dat wir waren schämen, nur so was zu fragen. Aber was hat ich für eine wohl? Ich red also zu entbeid und seh, dass ich in den letzten 10 Jahren in Paraguay gewohnt hat und danach etliche Geschäftskontakte hat. Ich kann den Sesam selbst versichern zu kaufen und dort für ihn exportieren. Ich seh den dort ober, dass ich dort nicht genug Kapital hat. Ich schäme mich zu sehr, dort zu ihn zu sagen, dass ich wirklich nichts hat. Ich schlug ihn dort ober vor, ob sie eine Antoling machen wollen, und sie wollen, aber sie bauten mir eine Zahl an, was ich auflehnen muss. Das ist wirklich nicht genug. Kann je mir gar nicht so viel geben, als ich nur früher? Und ja, sie geben mir Krieg zusammen, was ich nur früher. Das fällt sich so, als wenn man das Monopoly Game spielt. Ich gebe dir Geld, dass du was kaufen kannst, an mir das zu verkaufen, und damit Geld zu machen. Scheint geschafft. Die Ideen, wo Gott mit abkämpft, sind angeläuflich. Hij versorgt uns mit das Geld, was uns fehlt, uns Sesam Geschäft anzufangen. Auf dieselbe Reise kam einer von Doris ihre Tantes zu mir und sagt, Victor, ich habe in dieser Gesellschaft Geld binnen für mehrere Jahre, wann ich erst alle sie und will das rübernehmen. Ich will dir das Geld für das Haus geben. Du kannst mir das noch etliche Jahre zurückgeben, wann das möglich ist. Dort wird noch eine Zeit lang dienen, was mir das fehlen wird. In dem Moment jankert mich zu sagen, nee, Dankeschön, wir nehmen nicht das Geld, als ich Gott seine Stimme weiterhielt. Victor, das ist von mir. So helpend, so behilfbar und ohne Interesse. Wir nahmen die 20.000 Euros an. Das Sesamgeschäft bracht uns noch die anderen 30.000 Euros und damit können wir die erste Tolling für den Rosenhof im Juli fertig machen. Das sind Gott seine Geschäftsideen. Weißt du noch weiten, was mit dem Frischbrotproduzent passiert? Das Sesamgeschäft war bosig. Sie kauften immer größere Mengen von uns, was 100% von was sie im Jahr brauchten, und am Hof tolden sie im Verrüt an, zusammen, was an der leere Kant von den Millionen wären. Hat Gott nicht tausende Ideen, wo er uns helfen kann er menschliche Horten nicht so lenken als Riefasch? Ist er nicht kraftvoll und fähig? Ich würde mich keinmal auf Sesam gespetzt haben. Mir würde das nicht einmal ankommen. Aber Gott lädt uns noch in eine schmale Stadt, was wir sehr eng wären. Und dann sagt er seine Weg von Arbeiten an uns Geschäft in Bewegung, indem er dort ab seinen Weg finanziert und dort schafft. Der Frischbrotproduzent wird nicht unser einziger Kunde und bald wird er doch nicht mehr der größte. Gott gibt uns die größte industrielle Bäckerien in Deutschland, was unsere Konkurrenten sehr überrascht. Wir können darüber bloß staunen, wir hatten wirklich von null angefangen. Der Sesamhandel war so sehr, dass wir den Rosenhof in 4 Jahren betont hatten. Ich kaufte in Paraguay auch Land und büt eine Molerie in eine Form, in der wir alle ohne von Banken Geld zu liehen. Gott gibt uns immer neue Kunden in verschiedene Geschäftsgelegenheiten. Das ist, wo Gott seine Kinder versorgt.